Merci, Herr Präsident. Das ist eigentlich schon erstaunlich, dass sogar die Leute, die en faveur von diesem Gesetz sind, nicht mitgehen, ob Gefahren und ob die potenziell negativen Auswirkungen von diesem Gesetz aufmerksam zu machen. Das ist mehr wie eine harmlose Veränderung vom Gesetz über die Société Commerciale. Das ist auch mehr wie just eine kleine Schwester von der SRL. Wir meinen, dass es ganz viele problematische Konsequenzen schenkt zu haben. Es stimmt, dass die Staffelung von der dritten Form von Societät erschreibt an den europäischen Kader. Andere Länder wie Deutschland, Frankreich, Belgien, Holland haben auch schon so oder so ähnlich Unterprisen oder ein rechtlich Rum, die so oder so Unterprisen erlaubt. Konsequenzen von diesem Projekt bleiben aber, dürfen auch en vue zu gucken, von dem wir dann den Europäischen Ländern und noch Negativkonsequenzen davon. Weil etwas ist aber mengnisch sicher, dass es darum geht, Regeln nur innen zu nivellieren. Das ist mehr wie eine administrative Vereinfachung, das ist ein Nivellement nur innen von verschiedenen Kontrollmöglichkeiten, von der Transparenz, auch was Lohn und auch was Sozialstandards angeht. Dazu nicht nur mehr, aber dazu doch Salariatskummer, das schon ein paar Mal auf den Avis hingewiesen gehen. Dazu aber auch Notären, die auch von diesem Projekt ganz kritischen Avis geschrieben haben. Ich will heute besonders auf 3 Punkte eingehen, die wir an diesem Gesetz kritisieren. Erstens soll das RL simplifieren nicht, so wie das bislang üblich war, obligatorisch mit einem Akt notariell gegründet gehen. Mit Gründer oder sonst eine Privatperson soll diesen Akt einfach selber verfassen und schreiben, gegebenenfalls mit seinen Associen. Das Minimalkontrollfunktion vom Akt notariell, wo notamment auch die Identifikation gegangen ist, wird bis heute bei Firmengründungen gespielt, aber auch eine bescheidene Garde-fou, durch die mögliche Abühen oder sonst Probleme schon am Anfang konnten erkannt gehen. Das zumindest nicht ausgeschlossen, dass mit der SRL simplifié per Gesetz potenziell auch eine gewisse Opazität durchrackend. Wir sind auch zweitens der Meinung, dass das SRL simplifié die Notion von der Verantwortung. Präsident, kann ich Ihnen vorstellen? Herr Baumut an einem Nebensatz quasi gesagt, durch das Instrument käme Opazität dran. Ich ging gerne erklärt kriegen, wie kann Opazität entstehen. Einfach dadurch, allein schon, dass bei Geldtransferen sowas über 10.000 Euro eine Kontrolle über die Herkunft von diesen Geldern gibt. Bei dieser Gesellschaftsform gibt es keine Kontrolle über die Herkunft von den Geldern. Das ist aber ein Teil von der Opazität, die zumindest potenziell als Gefahr hier besteht. Zweitens sind wir der Meinung, dass mit der SRL simplifiert Notion von der Verantwortung vom Entrepreneur wesentlich aufgeschwächt wird. Dadurch, dass eine Person oder Personen, die eine Gesellschaft gründen, ein gewisses Minimalkapital zusammen kriegen, müssen, wie das bislang der Fall der jetzt können eine Entreprise gründen, war aber auch do ein Garde-fou, wir können davon auszugehen, dass das Projekt durchstößt, an eine Zeit gereift ist, und dass es eine reelle Volontät ging ist, für auf den Weg von der Firmengründung zu gehen. Und dass der Entrepreneur auch verantwortlich mit seiner Entreprise umgeht, auch besonders störlich, dass er selber ein gewisses Risiko ergangen ist. Dadurch, dass schon mit dem symbolischen Euro-Startkapital möglich ist, eine Societät zu gründen, das steht dir an unseren Ohren ab für eine Reihe von wenig durchstürchten Firmengründungen und dementsprechend auch Failliten. Weil auch schon heute stellen rezent gegründeten SRLen mit dem Minimum von 12.000 an etwas Euro Startkapital bald haltend von den Failliten zu Lützeburg stehen. Aber wir mengen, dass das vom Niveau vom Startkapital sicher nicht dazu feiern wird, dass das Niveau oder den Undeel von den Failliten werden aufgehen. Verantwortung und Verpflichtungen würden Entrepreneur da eigentlich viel par rapport zu den Créanciers,
an dem seg Schulden zurückbezielt, par rapport auch zum Staat, par rapport zu dem Steuern, an noch Kotisationen bezuelen muss, an auch par rapport zu den Salarien, weil nicht verhindert, dass so ein SRL simplifié Personal beschäftigt. An das Personal, was an erster Linie bei einer Feit am schlimmsten betraf. Das riskiert bei diesem Typ von Entreprise nicht besser zu gehen, weil auf hier Rand kein Minimalbetrag erfordert ist. Es handelt sich also um ein Gesetz, das die Freiheit vom Entrepreneuriat weiter auf die Spitze treibt, mir aber gleichzeitig durch die extrem beschränkte Haftung vom Risiko wesentlich befreit. Ein Risiko, das aber die Grundlage ist von der liberaler Aktivität. Ein Risiko als ein Kächten am Kall von der Feit, den dann auf der Allgemeinheit respektive potenziell Salarien aufgewälzt können gehen. Drittens, die Auswirkungen von der SRL simplifié auf die Arbeitswelt, auf die Löhne, die Arbeitsbedingungen und generell auf die Entwicklung von den Arbeitskonditionen. An den letzten Monaten gouf ganz viel von der sogenannten Uberisation geschwärzt. Ein Begriff, der viel verschiedene Konnotationen hat, mit denen ich am Kontext von dieser Debatte als Court-Circuitage bezeichnen von den Prinzipien vom traditionellen Salariat an der sozialen Aufsicherung, die da zusammenhängt. Mit der Abfeierung von der SRL simplifié kann diese Entwicklung auch zu Lützeburg antreten auf viele Bereiche verallgemeinert gehen. Natürlich haben wir Uber wat Taxi nu geht eng Reglementation, die lo net direkt vun der betraf, mit de Prinzip, den du han druschlecht, den noch genannt gin as de vun der Scheinselbstständigkeit lebt gevor Iwerhand zu holen. Ich bin noch net beruhigt von den Explikationen, die den Herr Feio als Reporter gin huet, dat die TM dat kontrollieren geif, weil grad an dem Dotebereich schengen Eiskontrollen aber ganz schwierig zu sehen. Weil es geht schon zum Deel drin, dat Leute von daheim aus schaffen, auch wenn sie am Dingst für eine andere Unterprise schaffen, an der Stelle ist es ganz schwierig, für wie die Kontrollen am Konkreten sollen ausgesehen. Es riskiert, dieses System zu einer verallgemeinerter Selbstausbeutung zu kommen. Das Dossier von einer SRL simplifié erleihen nämlich als Patron nicht den Schutzbestimmungen vom Code du Travail. Sie brauchen keinen Mindestlohn. Sie kriegen Überstunden, die nicht kontrolliert und noch nicht bezahlt. Sie bilden, oder zumindest als eine Gefahr, dass darüber rausläuft, eine Zucht deloyale Konkurrenz gegenüber von Salarien von Betrieben, die natürlich von der Applikation vom Arbeitsrecht profitieren und dadurch auch potenziell können wie teuer sind. Konsequenzen für so eine Entwicklung riskieren Lohndumping, Männer Embauchen am mehr prekär Arbeit. Et ist schon nicht nimmen froh, wie eng, oder das schon nicht nimmen froh, dass wir Arbeitsplätze schaffen, mit der Schlucht froh, wie eng Arbeitsplätze wir schaffen. Herr Präsident, die Regierung hat die Änderung vom Gesetz von der Société Commerciale zwar als eine Maßnahme zur Schaffung von mehr Arbeitsplätzen angekündigt, aber so wie mehr gesehen, besteht Gefahr, dass der Gegenteil Realität kann gehen, respektive dass neue Plätze immer mehr unsicher gehen, respektive immer mehr schlecht bezahlt gehen. Wir mengen, dass so oder so für die Leute, die schaffen gehen, das Gesetz nicht unbedingt etwas Positives bringt. Wir stimmen übrigens dagegen, weil wir der Meinung sind, dass es unnötig ist. Es wird nicht zu viel und zu vielen neuen Entrepreneuren kommen. Also werden auch nicht den Start bilden von einer erfolgreichen Karriere. Mit Möglichkeit, dass 12 von den Failliten weiter nur geht, als immens groß. Es wird weder Arbeitsplätze schaffen, mehr echter Lohndumping feiern, und es kann an unseren Ohren nicht Grundlage sein von einer nachhaltigen ökonomischen Entwicklung. Merci.